damit abschleppen muss. Mach ich, Mama. Und dein Skateboard. Pack das zusammen mit dem Fußballkram in die Garage. Jo. Oh, bitte, nimm diese scheußlichen Poster ab. Habe ich schon. Na, wie fühlst du dich? Ich weiß nicht. Traurig, dass er weggeht und glücklich, dass er weggeht. So halbe. Bei mir steht 60:40 für glücklich. Ich kann das auch gar nicht fassen. Robert lässt uns allein, geht an die Uni. Der letzte von den dreien. Zum ersten Mal seit 30 Jahren nur wir zwei. Papa, fang auf. Geht das noch irgendwo rein? Aha, Tennisschläger, Rollschuhe, Boxhandschuhe. Ich merke schon, du wirst die tot studieren, ne? Gibst du die hier bitte für mich in der Bücherei ab? Wann sind die fällig? Keine Ahnung. Leg sie einfach hin und dann lauf weg wie der Teufel. Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Hey, der gehört zufällig mir. Du. Sag mal, hast du den Reifendruck geprüft? Ist okay. Und die Scheibenwischer da unten regnet. Das ist doch so mein schön. Schutz regnet das ja nie. Ich weiß alles über Regen. Böckmann? Hallo Martha. Ja, Robert reist gerade ab. Ich? Ach du liebe Zeit. Ich habe so lange auf diesen Augenblick gewartet. Nein, das tut mir leid. Mit unserem Kaffee wird es nichts. Georg will diesen Tag feiern und hat mir einen Tag im Wellness-Tempel spendiert. Nee, Abendessen geht auch nicht. Georg und ich, wir haben schon was vor. Ich muss Schluss machen. Ich rufe später noch mal an. Tschüss. So, Wo ist dein Vater? draußen. Hier, komm, steck weg. Und hier, mein Junge. Was ist da drin? Butterbrote mit Käse und Schinken. Und da ist noch was anderes drin. Mama. Der ist toll, du. Hast du den gestrickt? Na, Der rote Baron ist wieder in der Luft. Und wir hoffen, die Derns da unten haben sich auf so ein Hamburger Schmuckstück eingestellt. Ja, im Radio haben sie gesagt, sie stehen da schon Schlange. Tja, das war's dann wohl, wa? Ah, tschüss, Papa. Tschüss, mein Junge. Und wenn da irgendwas schieflaufen sollte, pass mal auf, dann steck das da ein. Papa, ich bin schon 19. Wenn da das doch irgendwas weg, schieflaufen die sollte, dann Schnur, komm ich dann da steck schon es alleine ein klar. und dann halt doch endlich den Mund mit. hier, mein Junge. Ah, tschüss, Mama. Und mach es gut. Ich hab dich lieb. Ich dich auch. Ganz doll. Oh, Mann. So, jetzt wird's ernst. Macht euch keine Sorgen. Ich verspreche, ich fahre vorsichtig, werde hart arbeiten und euch von Zeit zu Zeit meine schiedigen Klamotten nach Hause schicken. Untersteh dich, du. Oh, hier, komm. Den hast du doch vergessen. Hey, stopp, das ist meiner! Hey, das ist meiner! Hurra! Die Freiheit ist da. Ich habe ein Geschenk für dich. Was es auch ist, ich habe es verdient. So, jetzt pass mal auf, was ich hier habe, das glaubst du nicht. Pass mal auf. Zack, du. Genau das habe ich mir immer gewünscht. Eine Landkarte von Deutschland. Nee, das ist nicht bloß eine Landkarte, du. Das ist eine Situationslandkarte. So, du, pass mal auf, ich zeig dir das. Pass mal auf. Also, da sind wir. Michael ist an der FU in Berlin. Elmar ist mit Mirjam in Dortmund. Und Robert, du, der ist in Stuttgart. So. Du bist ja wirklich einmalig. Was für eine tolle Idee. Endlich allein, bloß wir zwei. Ist dir das klar, Süße?
Sie sind weg, alle Mann. Wir haben 3 wunderbare Jungs großgezogen, in die Welt rausgeschickt. Die Krisenklinik hat dicht gemacht. Und ich bin bereit. Ich kann dir gar nicht sagen, wie toll. Ich kann mich nicht mehr besinnen, wie mein Leben war, bevor ich Mutter wurde. Also ich glaube, ich bin direkt vom Koffermannunterricht in den Kreissaal gejumpt. Ja. Also ehrlich, ich glaube, das ist das Schlimmste mit Kindern im Haus. Dass man nie allein ist. Ich hätte große Lust, alle Spiegel zu verhängen und nackig durchs Haus zu kajolen. Oh, ich wollte dich nicht bange machen. Wo willst du hin? Roberts Haschischpflanzen ausreißen. Das kannst du nachher. Hier, komm. Das ist unsere Musik. Schön leise. 1 Minute davon und mein Trommelfell erholt sich gleich wieder. Oh Mann, ich bin frei. Ich kann tun, was ich will. Sogar gar nichts. Wir müssen das nur wieder lernen. Und vielleicht kann ich jetzt auch mal krank werden. Süße, jetzt kommt unsere Zeit und gerade zum richtigen Augenblick. Wir haben Geld genug, wenn wir nicht damit rumschmeißen. Zeit habe ich jetzt auch. Ich habe ein paar gute junge Angestellte, die können sich ums Geschäft kümmern. Ein neues Kapitel fängt an. Wir haben sie doch ganz gut hingekriegt. Findest du nicht auch? Auf einer Skala bis 10 sagen wir glatte 8. Naja, Elmar könnte eine 8 sein. Michael, habe ich Angst, bloß eine 7. Kannst du sowas sagen? Der ist ein Genie. Bloß was seine Mathematik angeht. Sonst bin ich mir da gar nicht so sicher. Denk daran, was Dr. Friedmann gesagt hat. Er hat sich etwas einseitig entwickelt. Na gut, gut. Aber Robert ist eine 9. Dann stimmt es im Durchschnitt wieder. Ja, das ist wahr. Auch wenn er ein Unfall war, ist er doch der Tüchtigste geworden. 2 zum Üben. Den 3. haben wir dann richtig hingekriegt. Ne? Oh Mann, ich bin so aufgeregt. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst tun soll. Also sei mir nicht böse, aber ich kann jetzt nicht gleich so die großen Sachen planen. Ich fange erst mal mit den Lückenvergnügen an. Also jedenfalls werde ich meine Zeit nicht damit verjuxen, mich selbst zu finden. Ich war nämlich nicht verloren, ich war bloß belagert. Offene Schlafzimmertür. Liebe zu jeder Zeit. Reisen, du, einfach so. Mensch, lass uns nach Bora Bora fliegen. Ich wollte immer mal die Südsee sehen. Bora Bora. Ja. Also wirklich, Georg. Ich interessiere mich nicht für eingeborene Frauen, die obenrum nichts anhaben. Guck du das? Nö, lass uns in Europa bleiben. Da waren wir doch fast überall. Ja, mit den Kindern, als die noch lütt waren. Ein Tag im Tivoli und einmal durch den Louvre gesaust. Nein, ich möchte den Prado in Madrid sehen und die Eremitage in St. Petersburg. Russland? Igitt, nee, das Essen, das soll doch fürchterlich sein. Also, das werden wir schon überstehen. Jetzt fang nicht an, wieder alles nach deinem Willen zu drehen. Mein Willen? Was meinst du mit meinem Willen? Wir reden immer über alles. Georg? Ach, ich habe keine Lust, gleich von Anfang mit dir in die Haare zu kriegen. Wir kriegen uns nicht in die Haare, wir diskutieren. Tja, keine Kinder mehr, die von unseren Problemen ablenken. Die ihre Probleme bei uns abladen und wir können uns dahinter verstecken. Was denn für Probleme? Wir kommen doch wunderbar miteinander aus. Ja, das ist wahr. Für einen Ehemann hast du dich ganz gut gehalten. Und ich liebe dich, das weiß ich ganz sicher. Ich sehe dich immer noch gerne an, wenn du schläfst. Danke, mein Lieber. Ach du, Martha und Willi wollten uns zum Abendessen einladen. Ich habe gesagt, wir haben schon was vor. Ich habe Käse eingekauft und Obst und Weißburgunder. Kaminholz, das stundenlang brennt. Ja, ich will bloß hoffen, du verlangst nicht dasselbe von mir. Schoschi! Ja, aber wie lange ist das her, dass wir zusammen vorm Kamin gelegen haben? 9 Monate bevor Michael auf den Weg abkam. Weißt du noch, als sie klein waren, da haben wir ihnen das Frühstück gemacht und den Fernseher angestellt und dann ab ins Schlafzimmer, während sie unten die Sesamstraße angeguckt haben. Oh, Mensch, ich muss ja noch mal los. Oh ja, für mich wird sie auch Zeit. Kannst du mich ein Stück mitnehmen? Na ja, klar, komm. Ach, das ist nett, danke. Durch die Mitte.
Nele? Ja, ich bin's. In Hamburg, zu Hause von meinen Alten. Ich hab dir doch einen Zettel dagelassen. Wieso sollte ich den unterschreiben? Sag mal, mit wie vielen Kerlen lebst du zusammen? Nele, das hat nichts mit dir zu tun, das weißt du. Aber ich habe nachgedacht und ich weiß jetzt, was ich will. Ja, wenn Professor Neumann anruft, was er nicht tun wird, sag ihm, du weißt nicht, wo ich bin. Ja. Ja, alles klar. Ja, du fehlst mir auch. Ja, ciao. Bin so entspannt. Der Kerl, der den Whirlpool erfunden hat, der sollte den Oscar kriegen. Sag mal, hast du den Cheddar gesehen? Ach du, letztens bin ich Ralf Gutrecht entgegengekommen. Wir haben zusammen Mittag gegessen. Das ist ja komisch. Ich dachte, ich hätte 2 Flaschen Wein hier reingelegt. Hast du eine rausgenommen? Nee, habe ich nicht. Du, Ralf hat sich an die Bilder erinnert, die ich vor so langer Zeit gemalt habe. Er hat gemeint, wenn ich ihm ein paar von diesen Strandmotiven liefern könnte, die er so gern mochte, dann würde er die in seiner Galerie aushängen. Nicht die in Pöseldorf, die in Wandsbek. Ich hab doch gewusst, dass da was los war. Mensch, wunderbar. Warum mochtest du mir das nicht gleich sagen? Kannst du dir das nicht denken? Ich habe da so oft mit angefangen und habe das wieder aufgegeben. Da mochte ich den Mund nicht so voll nehmen. Ich dachte, ich käme da wieder mit in Gang, dass Michael und Elmar größer waren, aber dann kam Robert. Und dann habe ich es versucht, als Michael und Elmar aus dem Haus waren, aber Robert hat mich so in Beschlag genommen. Ich will hoffen, es macht dir nichts aus, aber ich richte mir unser Ankleidezimmer als Atelier ein und mal da drin. Also ich muss da jetzt mit anfangen, sonst wird's nie was. Ach, Mensch, du schaffst das. Wirst sehen, du bist auf dem richtigen Weg. Danke. Weißt du, manchmal habe ich gedacht, dass wir es nicht schaffen könnten. Wenn ich damals ein bisschen Mut gehabt hätte, hätte ich dich sitzen lassen. Aha. Und was war so schlimm für dich? Dich aus den 30ern in die 40er zu kriegen. Das war, als musste ich dich durch ein Schlüsselloch ziehen. Du hast angefangen mit Fremdgehen. Ist nicht so? Ich? Nee. Natürlich hast du. Hab ich nicht, ich schwör's, nie. Du hast. Ach, guck mal. Ich will ja nicht jetzt noch mit Namen und Daten ankommen nach all den Jahren, aber ich sag auch nicht, dass es nicht wehgetan hat. Es hat sehr sogar. Ich sag bloß, du hast und ich hab gewusst, du hast. Und du hast gewusst, dass ich es gewusst hab. Wie wär's also mit einem kleinen Geständnis? Da gibt's nichts zu gestehen. Na schön. Dann spiel mal den Dickkopf, wenn du willst. Ich spiele überhaupt nicht den Dickkopf. Ich hab... Ja gut, ich hab ja nicht gewusst, dass du das gewusst hast. Aber das hättest du wissen müssen. Mein Gott, ich hab dir das so deutlich gezeigt. Also das ist überhaupt das Ärgerlichste an dir. Du kriegst nicht mal einen Wink mit dem Zaunpfahl mit. Na, Augenblick mal. Georg? Wir haben keinen Streit. Sagen wir einfach, du hattest ein bisschen Hochfrequenzverkehr. Also darauf, dass wir beide das überstanden haben. Oh, Ro, lass uns eine Party machen. Wir laden unsere ältesten und liebsten Freunde ein. Lass uns diesen großen Tag feiern. Ach, Mensch, du. Auf diesen Augenblick habe ich gewartet, seit Robert gesagt hat, er geht nach Stuttgart. Das ist ein Jahr her. Na, dann ist das wohl das längste Vorspiel in der Weltgeschichte. Ne? Ach, Georgie. Heute Nacht hörst du die Engel singen, wie du sie 30 Jahre lang nicht gehört hast. Oh. Hast du was gehört? Was? Ich weiß nicht. Ich dachte, ich hätte was gehört. Da ist nichts. Nö, ne?
mir gehört. Ich höre nicht. Ich sag dir, da atmet einer. Ja, ich. Was bist du denn so nervös? Ich weiß auch nicht. Na komm, komm. Da klaut einer unser Essen. Verdammt, Oma, du hast recht. Also, das hat mir gerade noch gefehlt. Ein Einbrecher und ich hab nichts an. Wer auch immer Sie sind, nehmen Sie, was Sie wollen und dann hauen Sie ab. Machen Sie keinen Quatsch. Ich habe hier eine Pistole. Ich habe sie im Visier. Ich knall sie ab. Vorsicht, Papa. Vielleicht ist die geladen. Michael. Michael, was machst du hier? Stimmt das nicht? Gott, Michael, du siehst ja scheußlich aus. Ja, Hast du Nele mitgebracht? die hat noch Uni. Was treibt ihr da? Oh, Oh, wie lange bist du schon hier? seit heute Nachmittag. Ich hatte keine Lust, mit irgendeinem zu sprechen. Nee, ich meine, wie lange bist du schon hier? Also ich meine, genau hier. Sag mal, hast du den Wein getrunken? Ja, Die ganze Flasche? war lecker. Ja. Ist gut, Süße. Er hat nichts gesehen, der ist blau. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Hör mal zu, lasst euch von mir nicht stören. Der hat es gesehen. Unser Privatleben hat volle 8 Stunden gedauert. Oh nein, ich bin über 50 und treibe es in der Öffentlichkeit. Überhaupt nichts gesehen. Wann hast du denn mal mitgekriegt, dass Michael was um sich rum wahrgenommen hat? Ist doch ein Wunder, dass der nicht gegen die Wand läuft. Wieso ist er hier? Wieso kreuzt er hier auf einmal auf? Ich weiß es nicht. Da stimmt was nicht. Das letzte Mal, als wir ihn gesehen haben, da war sein Haar richtig geschnitten und er hat den tollen Anzug an. Und jetzt sieht er aus, als wenn er auf einer Müllhalde wohnt. Da stimmt was nicht. Du beruhige Ich dich. bin ganz ruhig, aber was macht er hier? Ich weiß es nicht. Woher denn auch? Es gibt gar keinen Grund durchzudrehen. Georg, kapierst du nicht, was da neuesten los ist? Bernhard Adamski ist letztens wieder nach Haus gekommen und hat sich da eingenistet. Bernhard, der muss doch 35 Jahre sein. Sandra Rossmann ist auch wieder da. Nee, die ist schon wieder weg. Nein, die ist schon wieder da. Die braucht ihr Elternhaus immer als Zwischenstation für ihre nächste Ehe. Fabian Hennewein ist auch wieder zurück. Stefans Sohn? Ja, der Junge, mit dem er zusammen war, der hat beschlossen, normal zu werden. Lara Willems ist zurück mit 2 Kindern. Jetzt sperr deine Augen auf, das ist eine Epidemie. Die kommt wieder zurück wie die Jojos. Elli, bitte, das kannst du doch nur gar nicht vergleichen. Michael ist nicht schwul. Und der steckt auch nicht zwischen 2 Ehen. Und er hat einen Job, bei dem er mehr als 50.000 im Jahr verdient. Ja, aber irgendwas stimmt da nicht. Elli, um Himmels Sag doch nicht Willen. immer Elli zu mir, ich weiß, wie ich heiße. Ja, Entschuldigung, Elli. Aber was ich nicht weiß, ist, wie viel Koffer er mitgebracht hat. Ah. Vergiss das mit den Koffern. Michael hat klar und deutlich gemacht, was er vorhat. Berlin ist zurück in Hamburg. Ach guck, das hat doch jetzt überhaupt nichts zu bedeuten. Du kennst doch Michael. Der macht doch immer einen großen Wirbel. Der macht Forschungsarbeit für einen Weltklasse-Mathematiker. Der hat Studenten, der muss da wieder hin. Na, mein Junge, das ist ja eine Überraschung. Schön, dich zu sehen. Ja, finde ich auch, Papa. Dich auch, Mama. Vielen Dank für die Socken, die du mir geschickt hast. Ja, was ist das denn alles? Ein bisschen was von meinem Biologiekram. Wo ist Robert? Oh, Michael, das haben wir dir doch geschrieben. Er ist nach Stuttgart und wird da zur Uni gehen. Ach ja, stimmt. Und Elmar? Der wohnt hier auch nicht mehr. Der ist verheiratet? Wirklich? Oh. Ach ja, er hat Karin geheiratet und wohnt nun in Dortmund. Er hat Miriam geheiratet und wohnt nun in Dortmund. Miriam? Bist du sicher? Na, mein Junge, wie sieht das denn so aus in Berlin? Also wir dachten, du fängst da gerade mit dem neuen Semester an. Ja, das denken Sie da auch. Ja, und warum machst du das dann nicht? Wozu? Ich schmeiß hin. Was schmeißt du hin? Die Arbeit an der FU. Was, du schmeißt die Arbeit an der FU hin? Ich verstehe nicht recht. Das ist ja heutzutage fast unmöglich, so eine gute Dozentenstelle zu kriegen. Du bist an einer von den besten Universitäten mit der besten Reputation im ganzen Land. Ein Scheißladen. Die FU? Alles Schwindel und Betrug, Papa. Die Regierung stopft die Knete da ohne Sinn und Verstand rein. Das ist nix als Kungelei, das kann man sich Pass gar mal nicht... auf, mein Junge, das ist eine ernste Sache.
Du hast einen Arbeitsvertrag. Und wenn du diesen Vertrag brichst, kriegst du nie wieder eine Dozentenstelle. An keiner Universität im ganzen Land kommt. Überleg dir das. Das ist der Entscheidung fürs Leben. Na, das ist mir ja klar. Ja. Warum, Michael? Ein Scheißladen. Die Uni, die FU Berlin. Scheißladen. Und das Wetter da im Winter. Du frierst dir den Arsch ab. Eissturm wie in Sibirien. Wenn du das Thermometer mal über 0 Grad sehen willst, dann musst du das in ein Rockglas schmeißen. Ja, So ich viel verstehe, warm- ja, aber bei uns waren die letzten Winter auch nicht so wunderbar. Ich Ne? weiß nicht, ob die da Leinenzwang für ihre Köter haben. Auf jeden Fall quält sich da kein Mensch drum. Du musst Slalom laufen, damit du nicht in die Tretminen reintrittst. Und dann frieren sie ein und die Gören spielen Eishockey damit. Und wenn du Michael, nicht Michael, aufpasst- was ist los? Jetzt sag mir mal, was ist das wahre Problem? Papa, das ist so eine überkandidelte, unfreundliche Stadt. Ab und zu sagt mal einer Hallo. Ich habe nachgezählt. Wenn du 14 Mal Hallo sagst, dann kriegst du einmal Hallo zurück. Ich meine, Michael, das was ist denn mit deinem Professor Neumann und dem Forschungsprojekt? Der braucht dich doch. Mama, ich glaube, der weiß nicht mal, dass ich weg bin. Der sitzt den ganzen Tag in seinem Studierzimmer, Jalousien runter, Schreibtischlampe an und macht die ganze Zeit seine Mathematik. Der weiß nicht mal, ob draußen Tag oder Nacht ist. So sind diese Mathematiker. Ich habe ihn mal gefragt, ob er ab und zu mal ins Theater geht oder ins Kino oder so. Warum nimmst du den denn mit hoch? Ich baue mein Labor wieder auf. Er hat die Nase voll von Mathe. Was? Du hast gerade deinen Doktor gemacht. Ich habe gemerkt, dass das nichts für mich ist. Nach 9 Jahren? Aber kein Mensch interessiert sich für Mathematik. Kein Mensch versteht sie überhaupt. Der umbrale Kalkulus. Weißt du vielleicht, was das ist? Nee, ich muss das ja auch nicht wissen, ich bin Architekt. Aber du weißt, was Genforschung ist. Siehst du wohl? Da liegt die Zukunft. Ich wechsle zu den Naturwissenschaften. Ich mache hier einen Abschluss in 0, nix. Oh, und wie lange ist 0, nix? 3, 4 Jahre? Oh, ich verstehe. Dann suchst du dir hier also eine nette kleine Wohnung, nicht weit von der Uni. Mama, ich kann nicht noch mehr Geld ausgeben. Ich muss auch noch meinen Anteil an der Berliner Wohnung bezahlen. Soll das heißen, du studierst in Hamburg und bezahlst Miete in Berlin? Michael, du musst ein Genie sein. Ich verstehe nämlich kein Wort von dir. Das geht allerbest, Papa. Das macht mir überhaupt nichts aus, hier zu wohnen. Was ist denn mit Nele? Sie ist so eine nette Dern. Du wirst sie schrecklich vermissen. Nicht, wenn sie auch herkommt. Darf ich jetzt durchdrehen? Ja, warte auf mich, das machen wir zusammen. Das ist wohl der Kulturschock. So ein Hamburger Junge ist einfach zu weich. Weißt du, im Osten sind sie tougher. Naja, das ist ja nicht allein seine Schuld. Nee, Georg, das ist unsere. Was? Unsere Schuld? Ja, gewiss doch. Er wollte nicht in Kiel studieren. Da war ihm das zu nass. Freiburg mochte er nicht, da war das zu trocken. Berlin ist zu kalt, München zu warm. Wir haben kein Kind großgezogen, das ist eine Zitrusfrucht. Wir haben ihm das zu einfach gemacht. Oh Gott, wir wollten ihn nicht ärgern, wir wollten ihn nicht wehtun, wir wollten ihn nicht frustrieren. Natürlich nicht. Was ist dann auch so wunderbar an Frustration? Freud hat gesagt... Nein. Die neue Pädagogik sagt, Freud hat gesagt. Und wir Eltern haben nie gelernt, Nein zu sagen. Nein, wir haben 100-mal Nein gesagt. Ich erinnere mich genau. Nein, Michael, habe ich Paula gesagt. Bertrams Jung, der wollte nicht in seinem Kinderzimmer bleiben. Er wollte ins Wohnzimmer. Und wie ist er da reingekommen? Er hat ein Loch in die Wand gekloppt. Haben sie ihm den Meißel weggenommen? Oh ja, nicht. So, haben seinen großartigen Einfall noch bewundert. Ha! Und Wilmers Sohn, 6 Jahre alt, ist die ganze Zeit nackig durch die Gegend geschäst und hat an sich rumgefummelt. Hat irgendeiner ihm das verboten? Nein. Sie haben sich bloß darüber ausgelassen, wie toll er ausstaffiert war. Elli, komm, puste das doch nicht alles so Georg, auf. ich will keinen Streit über diese... Wir haben keinen Streit. Das war eine beknackte Zeit. Und wir waren genauso beknackt wie all die anderen. Angsthasen waren wir. Angst vor unserem eigenen Kind. Angst, er könnte uns nicht lieb haben.
Wir haben ihn um die Chance betrogen, Selbstvertrauen aufzubauen. Ja, wir haben ihm nie gezeigt, dass man sich einem Problem stellen muss. Und jetzt läuft er weg vor jedem Problem. Das kommt alles von dieser verdammten Schaufel. Was denn für eine Schaufel? Ja, Philipp. Immer wenn Michael seine Murmeln aufsammeln wollte, hat Philipp ihm auf die Hand getreten. Ach Gott, ja, das bescheuerte Nachbarsgehör. Ja, weißt du das noch? Michael hat sich die Schaufel gegriffen und wollte dem Flöz da eine mit lang und du hast ihn aufgehalten. Ja, natürlich habe ich ihn aufgehalten. Das hättest du nicht tun sollen. Was redest du denn da, Mensch? Er hätte das Kind totschlagen können. Glaube ich nicht. Philipp hatte eine Rüstung an. Rüstung an? Nee, davon weiß ich nicht. Doch, das war sein Kostüm von Zauberer vom Osten. Nee, da irrst du dich. Ich irr mich nicht. Das tut mir leid, aber doch. Das tut mir leid, aber nein. Ja, gut. Es gibt eine alte Weisheit, lass dein Kind niemals das Nachbarsgehör mit einer Schaufel totschlagen. Auch nicht, wenn das im Zauberer vom Ost mitspielt. Das ist doch nicht zu glauben. Was soll denn das heißen? Ich will dir doch bloß erklären, dass das ein Knackpunkt in Michaels Entwicklung war. Du kramst da was raus, was 20 Jahre her ist. Soll das heißen, du hast dich all die Jahre darüber geärgert, dass ich Michaels Mordlust unterdrückt habe, als der 10 war? Meinst du das? Ich weiß nicht, was ich meine. Aber ich weiß bestimmt, dass er da oben wieder seine Experimente machen wird. Hast du das vergessen? Unser Haus hat nach Pech und Schwefel gestunken. Das Kind hat doch bloß seinen Forscherdrang zum Ausdruck gebracht. Das Kind hat Säure in unsere Klosettschüssel gekippt. Wir hatten das einzige Klo in der Stadt, was gequalmt hat. Der war doch noch ein kleines Kind damals. Er hat doch gar nicht gewusst, was er macht. Der will die größte Chance in seinem Leben sausen lassen an einer von der besten Universitäten im ganzen Land. Glaubst du, er weiß jetzt, was er tut? Mensch, als wir damals von zu Hause weggegangen sind, wir wären doch im Traum nicht zurückgekommen. Höchstens mal zu Besuch. Mensch, wir waren endlich frei. Also, Georg, das kommt jetzt drauf an. Wir wollen, dass er sich ändert, aber wir müssen uns auch ändern. Wir müssen strenger sein. Ja, gut. Dann geh hin und sag dem Jungen Bescheid. Und sag nicht immer der Junge zu ihm, der ist kein Kind mehr. Der ist 30 Jahre alt, ist der halbe Weg zur Rente. Er ist gesund, er ist intelligent. Natürlich ist er intelligent. Er spricht 3 Sprachen, kocht wie Alfred Biolek, spielt Schach mit verbundenen Augen. Ja, also, dann sag nicht 1000-mal nö. Geh einfach rauf zu ihm und sag einmal nein. Ja. Ja, du hast recht, ich red mit dem. Ja. Oh, du, aber überleg dir gut, was du ihm sagst. Du weißt, er ist nicht auf den Mund gefallen. Ja, ich weiß. Kein Heiti-Teiti, bloß Fakten. Der kann leben, wie er es für richtig hält. Wir stehen zu ihm, aber in seinem Alter kann der nicht bis in alle Ewigkeit hier bleiben. So, möchtest du vielleicht mit raufkommen? Nö. Wir sind eine ganz normale Familie. Ich bin für die Socken zuständig und du machst das hier. Michael! Michael! Augen, Hals, Klücken! Oha! Kung Fu! Ich musste das lernen. Wenn du mal im KDW eingekauft hättest, wüsstest du warum. Augen, Hals, Klücken! Ja, sehr elegant, du. Das war früher mal ein Tanz. Erst viel später ist das zur Kampfkunst geworden. Ja, ich verstehe. Michael, ich muss mit dir reden. Na klar. Könntest du bitte diese Dinger da weglegen? Ich fühle mich besser, wenn du keine Messer in der Hand hast. Das ist so ja klar. Du, da fällt mir ein, wenn Professor Neumann anruft. Sag ihm, ich bin nicht da. Ich will nicht mit ihm sprechen. Hast du irgendein Problem mit ihm? Nö. Ach so, deshalb willst du nicht mit ihm reden. Aha, ja. Michael, sag mir doch mal, was ist denn da eigentlich los in Berlin? Papa, über was wolltest du mit mir sprechen? Ja. Nun, pass mal auf.
wir haben hier so ein kleines Problem. Ein Glück, dass ich wieder zu Hause bin. Vielleicht kann ich euch helfen. Ja, das kommt nur drauf an. Bei dir und Mama alles klar? Oh, wunderbar. Alles. Papa, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie gut das tut, wenn man wieder nach Hause zurück kann. Die meisten Jungs können das nicht. Ihre Eltern wollen sie nicht mehr. Ah. Und das ist das Größte überhaupt. Zu wissen, da ist immer ein Platz für mich. Und da sind Menschen, die mich lieben. Ja, du, natürlich lieben wir dich. Also ganz bestimmt. Das Ja, ich weiß, sowas merkt man ja auch. Weißt du, Berlin war gar nicht so schlecht, glaube ich. Ich war nur so einsam da. Bevor ich Nele kennengelernt habe, war ich fast immer allein. Oh Gott, Mensch. Och, das ist ja nicht so lustig. Ne? Na, was ist nun mit deinem Problem? Ja. So, nun, pass mal auf. Mach einfach weiter mit deinem Kung-Fu-Gezappel. Da. Bestimmt? Ja, ganz bestimmt. Und pass auf, deine Mutter ist so ein bisschen durch den Wind. Sei achtsam mit ihr, ne? Klar, doch, klar. Mensch. Na, Och, Elli, Süße. du hast es ihm nicht gesagt. Ich hab's versucht. Ich konnte es nicht. Er vermisst uns. Der ist einsam. Ach du, wir kriegen das schon hin. Der muss seine Experimente ja auch nicht da oben machen. Der kann sie ja auch im Ankleidezimmer machen, nach hinten raus. Georg, du hast mir nicht eine Minute zugehört. Ich brauche das Ankleidezimmer für mich selbst. Ich will mir da ein Atelier einrichten und da drin malen. So, ja, Ralf, gut recht, das Atelier. Du, pass auf hier, Roberts Zimmer. Da kannst du doch malen, das hat wunderbares Nordostlicht. Wir sehen, das wird klappen, du wirst malen wie verrückt und dann dauert es überhaupt nicht lange. Dann gehen wir alle zusammen nach Wandsbek und sehen uns deine Ausstellung an. Georg, du bist mal wieder der große Friedensstifter, was? Och, das habe ich immer so gern gehabt an dir. Na schön, vielleicht ist es ja auch alles gar nicht so schlimm. Letzten Endes ist er nicht im Krankenhaus, nicht im Kaschott und nicht im Drogensumpf. Er ist bloß da oben. Das siehst du, das ist die richtige Einstellung. Also gut, trinken wir unseren Wein und dann machen wir uns das hier. Hier. Elmar! Hi, Mama. Elmar, was machst du denn hier? Ist was passiert? Nichts ist passiert. Na komm, mein Junge. Ist Miriam bei ihm? Kannst du sie sehen? Nee, hab ich nicht gesehen. Elmar, ist Miriam nicht mit? Geht es ihr gut? Oh, das geht ihr gut. Das geht ihr allerbest. Sie hat mich bloß rausgeschmissen, das ist alles. Ich komme nach Hause und alle meine Klamotten liegen im Vorgarten. Hemden, Unterwäsche, Hosen. Und sie hat sie nicht mal zusammengelegt. Was hat sie denn gesagt? Nix, nicht ein verdammtes Wort. Ich mach nicht mehr verheiratet sein, hat sie gesagt. Ich fühle mich nicht wohl, wenn man immerzu in meine Sphäre eindringt. In ihre Sphäre eindringen, Herrgott nochmal. Elmar, was hast du angestellt? Ich? Nix, verdammt mir rein, gar nix. Ach, Mama, wenn Papa ankommt und entschuldigt sich für was, das er angestellt hat, Komm, lass mich da raus. dann würdest du seine Entschuldigung doch annehmen, oder? Naja. Na, siehst du wohl, natürlich würdest du das. Du bist so eine Frau. Ach, zum Teufel damit. Gibt genug Weiber auf der Welt, massenhaft. Die würden sich ein Bein ausreißen, damit man in ihre Sphäre eindringt. Elmar! Michi, was machst du denn hier? Hab in den Sack gehauen in Berlin. Bin wieder zu Haus. Prima! Oh, wieder in deinem Zimmer? Ja. Ja, super, ich auch, du, wie in alten Zeiten. Hey, wir sollten Robert auch zurückholen, dann wäre die alte Terrortruppe wieder zusammen, was? Das wär was. Sag mal, was hast du denn mit deinen Haaren gemacht?
Ich prob den Aufstand. Oh, ich auch. Gefällt mir. Elmar, was ist denn mit deiner Arbeit da in Dortmund? Kein Problem, Mama. Ich habe Urlaub. Was ist passiert? Miriam hat ihn rausgeschmissen. Er hätte Karin heiraten sollen. Wir haben keine Kinder großgezogen, das sind Boomerangs. Tja, letztendlich ist das auch unsere Schuld, dass Elmar zurückgekommen ist. Elli, bitte, fang nicht wieder damit an. Ja, das ist doch so. Wir haben ihm wehgetan. Wir haben ihm sein Ego kaputt gemacht. Wir waren zu hart mit ihm. Ach so, ich verstehe. Wir waren zu hart mit Elmar und zu weich mit Michael, nicht? Ja, wir haben den Fehler beim ersten eingesehen. Und wollten es wieder gut machen, indem wir bei dem zweiten das genaue Gegenteil gemacht haben, nicht? Meinst du das? Ja. Nee. Wir waren wunderbare Eltern. Wir haben sie geliebt. Wir haben für sie gesorgt. Wir waren achtsam, klug. Und wir haben ihnen alles gegeben in der Grundschule. Da haben wir mal ein DFB-Pokalspiel sausen lassen. Mensch, eins von den allerbesten, die der HSV jemals gespielt hat. Bloß! Und das alles bloß, um Elmar in Schneewittchen und die 7 Zwerge zu sehen. Hier. Ich will sie hier nicht haben. Oh Gott, ich fühle mich schuldig und eigensüchtig und das Gefühl ist mir ganz und gar zuwider. Ach, nee, ich bin ganz durcheinander. Das ist nicht gerecht. Ich habe meine Zeit abgesessen. Ich dachte, wir müssen jetzt endlich nicht mehr Eltern spielen und könnten wieder ganz normale Leute sein. Warum können die Menschen nicht sein wie die Grizzlies? Was? Ja, wenn die Lütten im richtigen Alter sind, werden sie in den Baum hochgejagt. Und wenn sie wieder runtergeklettert sind, ist Mama Grizzly weg. Hey, ich brauche jetzt deine Hilfe. Ich hatte ein Stipendium für die Akademie. Mein Bild hatte den ersten Preis gewonnen. Ich hatte Talent. Und ich habe das immer noch. Ich habe was zu sagen. Naja, es haut die Welt nicht aus den Angeln, aber trotzdem, ich möchte das Schöne im Leben malen. Und das gibt es überall. Du schaffst es, wirst sehen. Georg, das Schlachtfeld liegt direkt vor uns. Dies hier ist unser Revier. Und das erklärst du ihm jetzt. Ja! Ich mach denen das absolut klar. Hier haben wir das Kommando. Genau. Und gleich morgen früh gehe ich an die Elbe, mache eine Masse Fotos und dann male ich meine Bilder. Haha, die Kunstwelt soll sich wundern. Wenn auch bloß die von Wandsbek. Wo gehst du denn? Doch wieder in Whirlpool. Oh, komm, Georg, ich brauch dich. Du musst meinen Kopf über Wasser halten. Ja, warte ich. Komm her. Alles klar. Michael! Ruf mal Elmars Nummer an. Wollen wir sehen, ob das jetzt klappt. Ja, das geht. Das geht. Wunderbar. Na, komm. Mann! Ja, bitte! Ich bin's. Wir probieren gerade die Lichter aus. Leg auf und ruf mich an. Mach du das, ich hab zu tun. Ich kann mich nicht selbst anrufen. Papa, ruf du mich an. Gut, mache ich. Na, also. Ja, wunderbar. So, jetzt ruf du mich an. Ach, ja, was ist das dann noch? Ja, Genau. weiß, ein bisschen müde, aber ist gut. Ach, Mann, was ist denn hier? Hallo? Ach nee. Ist ja gut, Süße. Wir probieren bloß die Telefone aus. Ach, wunderbar. Jetzt wissen wir immer, wessen Telefon klingelt. So, nun müssen wir bloß noch darauf achten, dass wir immer genug Glühbirnen im Haus haben. So, ich werde mal Professor Neumann anrufen. Ich krieg das schon raus, was da in Berlin passiert ist. Und dann bringe ich das wieder in Ordnung. Viel Glück. Vielen Dank. Verdammt! Sie ist da! Ich weiß, sie ist da! Geht bloß nicht ran! Düvelop, Mama. Ich will mich nicht von ihr trennen. Man muss an der Ehe arbeiten, wenn sie halten soll. Ist nicht so? Ja, gewiss doch.
Na klar gibt das mal ein Problem. Da müssen eben beide daran arbeiten. Ach, da war dieses Betriebsfest. Gut, ich habe mir einen Lütten angetüdelt. Hätte ich vielleicht nicht tun sollen. Lisa war auch da, weißt du? Sie arbeitet im Vertrieb mit mir. Sie hat sich an mich rangemacht und ich habe das zugelassen. Hätte ich vielleicht auch nicht tun sollen. Mann, das hat überhaupt nichts zu bedeuten. Lisa bedeutet mir nichts. Kein bisschen. Ich mache sie nicht mal leiden. Sie hat einen Hintern wie ein Pferd. Ja, und du weißt ja, ich mache keine Frau mit einem Pferdehintern. Nein, Elmar, ich glaube nicht, dass du mich darüber schon mal informiert hast. Miriam weiß das auf jeden Fall. Und ich habe mich benommen wie ein echter Gentleman. Hab mich sogar entschuldigt. Miriam, habe ich gesagt, das tut mir leid. Das tut mir wirklich leid, das mit Lisa. Dübeloog. Ich habe dir sogar gesagt, auch das mit Conny tut mir leid. Hallo Nele? Ja, ich bin's. Hat Professor Neumann angerufen? Hä? Der hat nicht mal angerufen? Nicht ein einziges Mal? Nicht mal, um zu erfahren, ob ich lebe oder tot bin? Ich weiß, dass ich nicht mit ihm sprechen will. Ich will, dass er mit mir sprechen will. Nein, nein, ich arbeite nicht an dem mathematischen Problem. Wozu auch? Ich arbeite lieber an meinen Multiplikationstabellen. Ja, ich bin schon bei meinen 12ern. Ja, du fehlst mir auch furchtbar. Dann komm doch her. Ja klar. Guck dir hier die Jurafakultät an. Ach, das wird dir super gefallen. Jede Menge Platz, Sauna, Whirlpool. Meine Alten sind großartig. Ja klar, bring den Hund mit. Ja, schon gut. Okay, ciao. Sie will nicht herkommen. Och, das ist aber schade. Keine Angst, Mama. Ich klopf sie schon weich. Michael, was hast du da auf dem Herd? Ich mach Tomatensauce warm. Zum Essen oder machst du ein Experiment? Gefüllte Auberginen. Also, das wäre mir lieber, wenn du hier nicht dein Essen kochen würdest, wenn du zu gleicher Zeit draußen ein Experiment machst. Keine Angst, Mama. Ich habe gerade das hier gekauft. Oh Gott. Michael, was ist unsere Farbe? Weiß. Wenn das Professor Neumann ist, ich will nicht mit ihm sprechen. Ja, da kann ich doch auch nichts anmachen. Was soll ich denn da tun? Hallo? Was? Nein, tut mir leid, Sie haben die verkehrte Farbe. Ist aber alles in Ordnung bei dir? Ah, allerbestens. Du siehst so aus, als würdest du einen Menschen fressen. Ach, guck mal an, Georg, du kriegst ja doch was mit. Das höre ich gar nicht. Da stehe ich drüber. Ich bin ganz bei mir. Ich bin ein Pferd mit Scheuklappen. Ich weiß, ich höre das nicht, aber was ist da oben los? Er richtet sich seine Lasterhöhle wieder ein nach dem Plan aus dem Playboy. Ich verstehe. Die Deans werden sich die Klinke in die Hand geben. Zu dumm. Ich mach Miriam. Sie hat Klasse. Ich dachte, sie könnte ihn so ein bisschen an die Kandare kriegen. Weißt du, was zwischen den beiden passiert ist? Elmar ist mal wieder fremdgegangen. Das habe ich mir gedacht. Wenn wir bloß irgendwas machen könnten. Da gibt's nur eins. Abschneiden. Das ist so ein dummer Junge. Also, der ist 28. Ich fürchte, er wird erst 28, wenn er 38 ist. Also, ich werde mal mit ihm reden. Sein Benehmen gegen Miriam ist eine Schande. Schnapp ihn dir beim Kühlschrank. Kriegst ihn zu fassen, wenn er zum Nachtanken kommt. Wo du gerade vom Kühlschrank redest, da ist noch ein Problem. Elmar hat da einen ganzen Kasten Bier reingestellt. Und dann Michael mit all seinem Biogemüse. Jedes Mal, wenn ich die Tür aufmache, kullert da ein Kohlkopf raus. Ja. So, mach dir nichts draus. Ich repariere unseren Zweitkühlschrank und stelle ihn auf die Terrasse. Die Terrasse, die ist doch schon voll gekramt. Dann lasse ich die Jungs die leer kramen und dann lasse ich sie die Dachrinne sauber machen und die Terrasse anstreichen. Die Arbeit wird ihnen gut tun. Wir müssen ja auch dafür sorgen, dass sie das hier ankotzt. Oh, ich wollte ja Professor Neumann anrufen. Elmar! Oh, nee! Elmar! Manni, warte mal. Oh. Elmar, komm! Manni, aber was ist mit der Werbung?
Und die Verpackung? Michael. Hey, alles klar. Also, Ja, das ist auch das Geile am Versandgeschäft. Ich kann es von zu Hause erledigen. was? Okay. Ja, bis dann. Was hast du da eben gesagt? Postversandgeschäft, Mama. Kannst eine gute Mark mitmachen. Hey, das ist die Idee. Willst du nicht mit einsteigen? Oh, nein, vielen Dank. Oh, was gibt das hier? Moppelkotze. Elmar. Komm, setz dich mal einen Augenblick hin. Ich möchte mit dir über Miriam reden. Oh ja, Mama, ich weiß. Macht mir auch Sorgen. Ich habe ihr verklickert, dass junge Paare am Anfang oft Probleme haben. Das hat sie wohl kapiert. Ich habe eine Therapie vorgeschlagen. Das hat sie wohl auch kapiert. Also gut, habe ich gesagt, dann kannst du doch ja gleich mit anfangen. Nein, Elmar. Nein, Elmar. Georg, das haut einfach nicht hin. Ich habe allergrößte Mühe zu kapieren, was sich in Elmars Bregenkasten abspielt. Das nützt überhaupt nichts, wenn du deine Kinder zu gut kennst. Besonders wenn das Versager sind. Also ich habe was beschlossen. Ich werde mir ein Atelier im Treppenviertel mieten. Ich werde diesen Zoo jeden Morgen um 8 verlassen. Jeden Abend komme ich wieder retour und schmeiße ihnen rohes Fleisch hin. Also nicht, dass mir die Idee gefällt, ganz und gar nicht. Aber die jagen mich hier raus, aus meinem eigenen Haus. Hey, ich habe gerade mit Professor Neumann gesprochen. Er hat mir erzählt, was da in Berlin passiert ist. Was? Für sein Forschungsprojekt hat sich Michael ein Problem vorgenommen, an dem sich schon ein paar Mathe-Genies die Zähne ausgebissen hatten. Professor Neumann hat gesagt, er soll die Finger davon lassen. Das wäre viel zu vertragt. Aber du kennst doch Michael. Mehr muss er gar nicht hören. Da hat er sich sofort darüber hergemacht. Er hat das erste Semester daran gearbeitet, geschworen, er würde es lösen. Er hat das zweite Semester daran gearbeitet, geschworen, er würde es lösen. Er hat es nicht gelöst. Nur hat er sich blamiert. Das Jahr ist um, er hat nichts vorzuweisen. Also hat er hingeschmissen, bevor sie ihn rausschmeißen können. Wenn ich bloß wüsste, was ich da machen soll. Also Georg, du sollst gar nichts machen. Was meinst du? Michael hat das vergeigt. Soll er doch da was dran Wir machen? müssen ihm doch helfen. Ja, und was hast du vor? 9 Jahre Mathematik studieren und das Problem für ihn lösen? Georg, wir waren uns doch einig, dass wir uns ändern müssen. Ja, natürlich. Aber schließlich haben wir doch eine Verantwortung als Eltern. Das muss doch eines Tages mal vorbei sein. Ja, eines Tages. Aber heute ist nicht eines Tages. Verdammten Shit. Was war das denn? Noch ein Schimpfwort. Elli, so kenne ich dich ja gar nicht. Nee, ich weiß. Shit. Sag mal, haben wir Streit? Na Gott sei Dank. Ich habe schon gedacht, du merkst das nie. Tut mir leid, Entschuldigung. Auf jeden Fall nicht die Auberginen. Oh Mann, du. Das halbe Ankleidezimmer liegt im Whirlpool. Oh Gott. Nick. Oh, Nick. So was. Entschuldige, Mama, aber das war nicht die Reaktion, mit der ich gerechnet habe. Also Michael! Der Federbuschen ist pechschwarz. Gut. Alles unter Kontrolle, keiner verletzt. So, nun langt das. Hier werden keine Experimente mehr gemacht in diesem Haus. Elli, du kriegst doch nicht gleich wieder einen Anfall. Ist doch alles in Ordnung. Ich krieg keinen Anfall und nix ist in Ordnung. Aber natürlich. Guck mal, du brauchst jetzt überhaupt kein Atelier mehr im Treppenviertel. Das Ankleidezimmer hat jetzt Naturlicht von Nord. Siehst du, läuft sich alles zurecht. Alles gut. Robert kommt zurück. Ich weiß das einfach. Ganz ruhig. Hallo, ich bin Jenny. Ja, Sie wissen doch, Jenny Johansen. Das ist ja so nett von Ihnen, Herr und Frau Böckmann. Ich hätte nicht gewusst, was ich machen soll. Haben wir ein Kind, von dem ich nichts weiß? Hat Robert Sie nicht angerufen? Nee. Er hat gesagt, er will das tun.
das ist ja schrecklich. Das ist mir ja sowas von peinlich. Warum? Was ist denn los? Ich gehe hier auf die Hochschule Fresenius. Ich habe kein Zimmer mehr bekommen, weil ich mich so spät eingeschrieben habe. Robert hat gesagt, sein Zimmer wäre frei und ich könnte das eine Zeit lang haben. Sie beiden wären wunderbare Menschen und das würde ihnen nichts ausmachen. Oh, ich fühle mich so elendig. Ja, das sehe ich. Ist gut. Ich bin schon weg. Ich habe einen Schlafsack und kann im Park schlafen oder im Hauseingang. Das ist da. Hi, ich bin Elmar. Hi. Hi, ich bin Elmar, der Bruder von Robert. Das ist Michi, unser ältester Bruder. Hi. Hi. Er ist Professor für Mathematik. Ach komm, lass dir doch helfen mit deinen Sachen. Dein Zimmer ist oben. Willkommen im Nachtasyl. Sie können sich später eintragen. Ui, danke. Vielen, vielen Dank. Das ist bloß für eine kurze Zeit. Sie wissen gar nicht, wie dankbar ich Ihnen bin. Habt ihr einen Misthaufen? Nicht, dass ich wüsste. Stinkt das hier immer so? Bloß wenn der Professor zu Hause ist. Ah, hier, das ist mein Zimmer. Machst du ein Bier? Wir haben 3 auf die Welt gebracht, jetzt sind es 4. Sieht aus, als wird es ein bisschen eng für uns. Sie ist wohl eine alte Freundin von Robert. Ey, geiles Zimmer. Ja, ne? Deins ist nebenan. Hallo? Ja, Robert! Ja, sie ist schon da! Du hättest vorher anrufen können. Ach, Robert, du hättest wenigstens fragen sollen. Das war ganz schön unverschämt. Was? Ja, mein Junge. Ja, mein Junge. Ich verstehe. Ist gut, wir kriegen das schon hin. Aber sie kann nicht so lange bei uns bleiben. Ist gut. Ah, tschüss. Sie ist wahrhaftig eine alte Freundin. Er hat sie gestern in Stuttgart kennengelernt. Na, wunderbar. Wie es scheint, war sie auf dem Überlebenskurs in der Wildnis. Robert sagt, sie glaubt, der Weltuntergang steht vor der Tür. Ja, dann ist sie doch hier genau richtig. Kinder, wenn sie lütt sind, dann sind sie so süß, dass du sie auffressen möchtest. Wenn sie groß sind, wünschst du dir, du hättest das getan. Michael! Ist was, Mama? Hast du was gesagt? Die Musik, mein Gott! Was ist damit? Mach mal die Musik leiser. Michael, hallo! Die Musik leiser! Mann, das... Oh, shit! Hier darf man aber auch gar nichts machen. Wie soll sich denn da mal musikalisches Talent entfalten? Ihr seid sowas von spießig. Von wegen 68er, das kannst du ja wohl vergessen. Hi, Herr Böckmann. Hi. Hallo, Hallo. Hast du ein Problem? was ist hier los? Was ist mit dir los? Ich mach sie leiden, das ist los. Du machst auch die Schaufensterpuppe im Alsterhaus leiden. Hey, warte doch mal. Darf ich dich daran erinnern, Bruder, dass du noch verheiratet bist? Und du lebst mit Nele zusammen. Im philosophischen Sinn ist das Gleiche. Ich bin kein Philosoph, ich bin Mathematiker. Michael! Michael! Könntest du bitte mal runterkommen, mir helfen, die Tische draußen aufzubauen? Geht gerade nicht, ich hab zu tun.
Was hat der denn zu tun? Ja, das möchte ich lieber nicht wissen. Ist Jenny da drin bei ihm? Ja, Süße, du musst mit ihr reden. Georg, ich hab dir gesagt, ich tue das im richtigen Moment. Ja, ich weiß, das ist ein Notfall. Wir wollen helfen. Sie weiß, sie kann hier nicht bleiben. Sie sucht sich was. Aber sie ist dankbar und sie versucht, sich nützlich zu machen. Ich war im Bad, nachdem sie das sauber gemacht hat. Kein Unterschied festzustellen. Sie kennt sich hier im Haus eben noch nicht so richtig aus. Wenigstens weiß sie, wo die Schlafzimmer sind. Ja. Ja. Moment bitte. Elmar! Elmar! Ja, Könntest du bitte mal runterkommen? Wir helfen, die Tische draußen aufzubauen. Hallo? Elmar, hallo! Hörst du mich? ja, ich denke darüber nach. Sag mal, was gibt's denn da nachzudenken? Ich hab dich gebeten, was zu tun. Okay, Papa, lass mich dein Sklave sein. Immer zu Diensten, Masabuana. Hey, Mama, du siehst heute aber wirklich spitze aus. Du. Danke, Elmar. Papa, ich glaube, wenn du mit ihr mithalten willst, dann brauchst du eine kleine Schönheitsoperation. Hey, du, nimm dein eigenes Telefon. Ich muss die Leitung frei haben, wenn mich einer anrufen will. Was ist denn, wenn uns einer anrufen will? Mein Gott, ich hau hier noch mal alles in Klumpen. Ach, besetzt, verdammt. Du, Mama? Ja? Die Fotos, die du an der Elbe gemacht hast, einmalig. Oh, danke, mein Junge. Hast ein paar richtig scharfe Frauen abgeschossen. Tut mir leid, dass ich deine Visitenkarten nicht verteilt habe. Ja, Ja, ich brauche hier ein bisschen Hilfe. ja. Ich glaube, die Jungs mögen Jenny sehr gern. Ja. Und sie mag die ja wohl auch Ja. sehr gern. Ich glaube, sie gönnen beiden gleich viel Zeit. Ich glaube, Elmar kriegt ein bisschen mehr. Ich meine auch Zeit. Ja, ich nicht. Können wir da ein anderes Mal drüber reden? Wir kriegen heute Abend Gäste und da ist noch so viel zu beschicken. Was soll er tun? Was meinst du? Na, wegen Jenny. Keine Ahnung. Wir hatten noch nie so eine Art Haustochter. Du solltest wirklich mit ihr reden. Es macht keinen guten Eindruck, wenn sie ja immerzu von einem Schlafzimmer zum anderen saust. Also gut, ich schlage vor, sie soll sich eins aussuchen und da drin bleiben. Ach, Elli, bitte. Solange sie hier ist, haben wir die Verantwortung. Dann rede du mit ihr. Das täte ich ja, aber für mich als Mann ist das nicht so einfach. Dann rede mit deinen Söhnen. Das ist doch nicht so schwer für dich. Einfach frei von der Leber weg. So schön, ich versuche es. Und dann bring sie um Himmels Willen dazu, dass sie sich ein paar Klamotten anzieht. Wie sie ohne aussieht, das wissen wir ja nun langsam. Wie lange geht das hier schon so? Was? Na, dass ihr euch so anblafft. Wir blaffen uns nicht an. Deine Mutter und ich, wir haben keinen Streit. Ja, jetzt verstehe ich das wenigstens. Was? Warum ich so viele Probleme in meiner Ehe habe. Ihr beide seid ein elendiges Vorbild. Du komm mal, kleinen Moment. Aber war bitte. doch bloß ein Witz. Mensch, du sei doch mal ein bisschen locker. Deiner Mutter und ihr geht es hervorragend. Ja. So, und es würde uns noch viel besser gehen, wenn es hier nicht so proppenvoll wäre. Ja, ist mir aufgefallen. Ich schnack mal mit Michael. Der sollte wirklich nicht hier wohnen, der alte Sack. Grün. Oh, das ist meins. Ist das nicht wunderbar? Elmar meint, Michael gehört hier nicht her und Michael meint, Elmar gehört hier nicht her. Hallo. Und ich glaube, ich gehöre hier nicht her. So, jetzt langt's mir. Es ist jetzt Schluss. Auf mit den ganzen Schrott. Kann ich was für Sie tun, Frau Böckmann? Ja, ich mache hier gerade das Buffet zurecht. Oh, Sie könnten mir bei dem Besteck helfen, wenn Sie möchten. Ui, danke. Vielen Dank. Sie werden sehen, ich kriege das hin. Ja, ganz bestimmt. Robert sagt, Sie glauben an den Weltuntergang. Was meint er denn damit? Ach, wissen Sie, ich interessiere mich dafür, wie man nach dem großen Knall in der Wildnis überleben kann und Kanalwasser trinkbar machen kann und alles sowas. Hört sich interessant an. Ich bin ganz optimistisch. Was den Weltuntergang angeht. Aha, Dass er kommt oder dass er nicht kommt? egal. Ich finde das so aufregend, wie wir Menschen in einer kaputten Welt überleben können. Sicherlich, wir müssen allerhand Annehmlichkeiten vergessen. Jenny, ich will schon die ganze Zeit was mit Ihnen besprechen. Ich habe was verkehrt gemacht, nicht? Sagen Sie mir einfach was, dann bringe ich das wieder in Ordnung. Nein, Sie haben nichts verkehrt gemacht. Nee, Mann, zu ehrlich. Guck mal, mit 3
3 Kerls im Haus, glaube ich, wäre es besser, wenn du ein paar mehr Klamotten anziehen würdest. Oh, natürlich. Da hätte ich auch selbst drauf kommen können, ne? Ich schäme mich so. Och, ist ja schon gut. Ich will Herrn Böckmann ganz bestimmt nicht spitz auf mich machen. Nein, so ist das ja nicht. Nee, das wäre ja grässlich. Einfach fürchterlich. Meine Mama hat gesagt, das ist mit Wolli passiert. Ab und an denke ich, sie hat mich darum rausgeschmissen. Das ist nicht so wie mit Wolli. Nein, das weiß ich doch. Herr Böckmann würde nie versuchen, mich in seinen Lastwagen zu zerren. Er hat ja nicht mal einen Lastwagen. Gott, Jenny. Dieser Wolli ist ein Ekelpaket. Er hat nicht mal zugehört, als ich ihm erklären wollte, ich lebe im Zölibat. Was? Ja. Na, Sie wissen doch, das ist doch jetzt überall die Mode. Ich glaube, da habe ich noch nichts von gehört. Das ist ihm überhaupt nicht in den Sinn gekommen, dass ein Mensch das andere Geschlecht auch mögen kann, ohne das gleich... Ja, Sie wissen schon was. Es ist doch so, oder? Na, was? Mit dem Zölibat. Gibt Leute, die sagen, das wäre nicht normal oder so. Nee, das ist schon richtig, wenn du dir das so ausgesucht hast. Ui, danke, Aber- Frau Böckmann. Ihre Meinung ist mir echt wichtig. Ich bin so ein bisschen durch den Wind. Wieso? Das scheint so absonderlich heutzutage. Ach, wissen Sie, von dem anderen hatte ich jede Menge. Ich dachte, das wäre Zeit für ein bisschen Abwechslung. Und dann, wissen Sie, Sex ist so langweilig. Oh, langweilig. Man macht den Kerlen sonst was vor. Wow, hey, das war ja super. Naja, so ein Kram meine ich. Sie wissen, wie die Männer sind. Wenn du dabei deine Augen nicht wie blöde verdrehst, glauben sie gleich, sie taugen nichts. Davon habe ich schon mal was gehört. Und wie kommst du damit zurecht, mit dem Zölibat? Allerbestens. Super Gefühl. Sie und Herr Böckmann, Sie sollten das auch mal ausprobieren. Das haben wir. Sie haben? Herr Böckmann und Sie haben den Zölibat ausprobiert? Ja, mein Herr. Ab und an gehört sowas zum Eheleben dazu. Ui, da wäre ich nie drauf gekommen. Und? Super Gefühl, nicht? Vielleicht haben wir das nicht richtig gemacht. Wissen Sie, Frau Böckmann, Elmar ist scharf auf mich. Ich weiß. Und ich meine, er sollte sich besser benehmen. Du hast ihm doch bestimmt gesagt, wie du darüber denkst. Er nimmt das nicht ernst. Der ist ganz schön verdreht. Ja. Kein Wunder, dass Miriam ihm loswerden will. Jenny, was machst du die ganze Zeit in diesem Zimmer? Schnacken? Was? Ja. Michael bringt mir Kung Fu bei. Und ich bringe ihm bei, was für Blumen er essen kann und all sowas. Der ist auch ganz schön verdreht, wissen Sie. Ja, das sehen Georg und ich genauso. Also was das angeht, ziehen wir keinen von beiden vor. Sie haben ihm sein Leben lang gesagt, was für ein Genie er ist. Mama sagt mir immer, ich wäre ein Döskopf. Und wenn man seine Eltern lieb hat, dann will man wohl, dass sie recht behalten. Ne? Och, na ja. Und das ist gewiss viel einfacher, wenn man ein Döskopf ist. Also, ich bin mir nicht mehr so sicher, was Michael ist, aber ich weiß bestimmt, was du nicht bist. Ein Döskopf. Danke, Frau Böckmann. Ah. Mann, das ist doch interessant, nicht? 2 Jungs in ein und derselben Familie. Und der eine löst all seine Probleme mit seinem Kopf und der andere mit seinem Schniedel. Alles fertig da draußen. Wollt ihr mal gucken? Ja. Entschuldigen Sie mich. Das ist mal eine nette Dirn. Das arme Kind ist ganz unsicher.
Kein Wunder, die hat ein Familienleben wie bei Charles Dickens. Elli, was hast du vor? Willst du noch eine aufnehmen, wo wir gerade dabei sind, 2 loszuwerden? Nein, aber mir ist klar geworden, was für ein Glück wir mit unserer Familie haben. Ach, und dann musst du dir auch keine Sorgen mehr machen wegen des Schlafzimmerverkehrs. Jenny ist im Zölibat. Was? Ja, allerdings. Ich habe lange genug gebraucht, mich an all diesen Sex zu jeder Gelegenheit zu gewöhnen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit dieser neuen Entwicklung klarkomme. Hey, kann ich dein Telefon nehmen? Hey, nimm deinen eigenen Apparat! Geht nicht, ich warte auf einen Anruf. Nimm den unten! Auf den warte ich auch auf einen Anruf. Miriam? Ach, verdammt, das ist unmöglich, dich zu kriegen. Hör zu. Ich habe unser Problem mit meiner Mutter besprochen und die meint, dass... Das darf doch nicht wahr sein. Mann, die knallt einfach den Hörer auf. Du musst das hinnehmen, wie es ist, Elmar. Du hast ein großes Problem. Du bist nämlich ein Arschloch. Was meinst du dazu? Du bist so dösig, was Frauen angeht. Das stört sie nicht, dass einer in ihre Sphäre eindringt. Das stört sie, dass da einer eindringt, der auch sonst überall eindringen will. Was soll das heißen? Du weißt, was das heißen soll. Mann! Das glaube ich nicht. Ich habe wichtige Aufgaben zu erledigen. Gibt das denn in diesem Haus kein bisschen Rücksicht? Gibt das hier nicht den klitzekleinsten Respekt vor anderen Menschen? Hat dir Elmar überhaupt nichts beigebracht? Ich habe noch nie einen Menschen gesehen, der so egoistisch ist wie du. Wo gehst du hin? Weg. Ey, warte, ich fahr dich. Tust du nicht. Hey, ich will doch bloß freundlich sein. Hey, jetzt warte doch mal. Großer Gott. Ich komme mir vor wie eine Stimmgabel. Kein Wunder, dass ich nichts anderes als Krickelkrackel malen kann. Gott ist mein Zeuge, ich habe sie wirklich lieb. Und ich freue mich, wenn die Familie zusammensteht. Aber ich kann diesen Lärm und dieses Rumgejachter einfach nicht mehr ab. Elli, komm. Georg, du musst was tun. Du bist der Mann hier im Haus. Du siehst aus wie ein Mann, bist angezogen wie ein Mann und schnarchst wie ein Mann. Nein, 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 nein. Keine Ausreden mehr. Und nein, bitte. Und versuch nicht gut Wetter zu machen. Das kann ich auch nicht mehr ab. Elli, ich hab doch schon was getan. Ich hab mit Harry Niemeyer gesprochen. Mit Harry? In seinem Immobiliengeschäft kommt er in der ganzen Stadt rum. Der hat das überall gesehen, wie die Kinder wieder nach Hause kommen. Und wenn du die nicht aus ihrem Nest rauskriegst, dann musst du ihnen eben das Nest unterm Hintern wegziehen. So, nun pass mal auf, was ich habe. Eine ganz tolle Idee hab ich. So, pass mal auf. Du, das glaubst du nicht. Jetzt geht es aber. Los, 1, 2, 3. Nein, Georg, das ist nicht die Art Hilfe, die ich suche. So, pass mal auf. Wir nehmen uns eine nette kleine Wohnung im Treppenviertel und du kriegst das Atelier, über das wir gesprochen haben. Nein, Georg. Die Rossmanns haben das doch genauso gemacht. 2 Wochen nachdem sie das Schild aufgestellt hatten, hat Sandra wieder geheiratet. Das geht überall so. Das ist der neueste Trend. Rein ins kleine Haus. Ich hänge an diesem Haus. Ja, ich doch auch, aber früher oder später müssen wir das doch sowieso aufgeben. Später. Ja, pass mal auf, du hast gesagt, ich soll was tun und ich hab was getan. Ich hatte eine tolle Idee. Du hattest eine lausige Idee. Das könnte doch das Problem einfach so lösen. Keiner müsste irgendein Wort sagen. Ja, und genau das ist daran verkehrt. Du drückst dich vor dem eigentlichen Problem. Nee. Ich drück mich nicht vor dem Problem. Ich schipper da Sutsche drumrum. Ich habe eine bessere Idee. Bummel das Schild Michael und Elmar um den Hals. In ein paar Stunden kommen unsere besten Freunde, wollen sich ein bisschen von der großen, bösen Welt da draußen erholen und lasst uns doch mal die jungen Leute vergessen. Zumindest bis morgen.
mit dem Glas in der Hand von alten Zeiten schwärmen. Und Es ist mir scheißegal, was du von deinen Eltern interessiert. Das ist eine beknackte Idee, das ist alles. Du musst das wissen. Hört mal zu, ich habe ein Problem, vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich hab's! Was? Das Problem! Was? Du hast das Problem gelöst, was sonst keiner lösen konnte? Nee, aber ich kann nachweisen, dass es nicht zu lösen ist. Was für eine Art Lösung soll das denn nun sein? Eine neue! Ja, aber Professor Neumann hat doch von Anfang an gesagt, dass es nicht zu lösen sei. Nein, er hat gesagt, das ist noch nicht gelöst worden. Das ist nicht dasselbe wie, das kann nicht gelöst werden. Ich kann nachweisen, das kann nicht gelöst werden. Und somit wird klar, warum es nicht gelöst worden ist. Nein, noch viel mehr, warum es nie gelöst werden wird. Versteht ihr? Ich kann nachweisen, das Problem ist das Äquivalent zur Kontinuumhypothese. Es beruht auf der Tatsache, dass die Kardinalzahl des algebraischen Doppelraums die kleinste Grundzahl ist. Und diese ist grundsätzlich größer als Alpha 0. Michael, du bist hier nicht an der FU, du bist in Hamburg-Nienstetten. Kein Mensch versteht, was du da redest. Ja, Mann, spar dir diesen Tünkram. Ich muss Professor Neumann anrufen! Hallo? Ich habe auch ein Problem. Jenny will ausziehen. Könnt ihr euch das vorstellen? 2 Mädchen, die ich kenne, haben mich gefragt, ob ich nicht bei ihnen wohnen will. Das wird verdammt eng, aber ich will das machen. Wieso denn bloß? Sie hat doch hier ein super Zimmer. Ja klar, Frau Böckmann, das ist wirklich schön. Na also, Bloß, dass er da jede Nacht zu mir reinschleicht. bloß um zu reden. Mit blanken Moors. Mach mir eben Sorgen um sie. Tja, wieso kann er sich keine Sorgen um mich machen, wenn er seine Hosen anhat? Ich vögel nicht rum, nicht mal wenn der Kai verheiratet ist. Das weiß ich, das respektiere ich, aber kann ich denn kein Mitgefühl zeigen? Elmar! Na, Michel. Er sagt, ich lieg immer noch verkehrt. Ach je. Er meint, der Ansatz ist verdammt gut, aber stimmt leider nicht. Hat er sonst noch was gesagt? Er hat gesagt, ich kann gern wieder zurückkommen, wenn ich Lust habe, an noch mehr unlösbaren Problemen zu arbeiten. Er hat gesagt, es gibt immer so viel unlösbare Probleme, dass ich eine lange Karriere vor mir habe. Er macht dich gern, wie's scheint. Er hat wohl selbst Kinder, wie es scheint. Er spielt den großen Gönner, wie es scheint. Oh, Schiedernbohm, was geht mich das an? Ich kann die Mathe nicht ausstehen. Ich habe dann nur deinetwegen mit angefangen. Was meinetwegen? Ja, das war einzig und allein deine Idee. Nun, komm, du wart mal eben hier, du. Ich hab dir gesagt, du sollst auf die Uni gehen. Ich hab dir nie vorgeschrieben, was du studieren sollst. Ich will darüber nicht sprechen. Das macht mich nur traurig. Ja, aber ich will das. Lass mal, Papa. Ich muss da sowieso nicht wieder hin. Nele kommt hierher. Ach wirklich? Wirklich, wann denn? Sobald sie ihren Backbärmus zusammen hat. Ach so, sobald sie ihren ganzen Schiedkram zusammen hat. Mensch, schade, wirklich schade. Das wäre ja so schön gewesen, wenn wir sie und ihren ganzen Schiedkram hier in unserem Haus zu Gast hätten haben können. Aber leider, mein Lieber, leider. So, nun, pass mal auf, jetzt geht's aber los. Zack, Was soll das? das stelle ich jetzt vors Haus. Aber warum? Ja, das macht man so, mein Junge. Man geht zum Immobilienmakler und dann stellt man ein Schild vors Haus. Du willst das Haus verkaufen? Ein anderes Haus können wir nicht verkaufen, ohne dass wir dafür in Knast kommen. Aber warum? Deine Mutter und ich haben ein Auge auf eine nette kleine Wohnung an der Elbe geworfen. In einem einbruchsicheren Haus. Und Wo soll Nele abbleiben und Elmar und ich? Und ja, das solltet ihr euch jetzt mal überlegen, nicht? Ja. Hey, Papa, warte doch mal. Ja, was ist? Mensch, das ist doch eine super Idee. Weißt du? Ja, klar. Und ich habe sogar schon einen Käufer für dich. Wen? Mich? Michi und mich. Hey, ja! Ja, wir nehmen euch den alten Schuppen ab. Macht uns mal einen Freundschaftspreis. Bleibt doch in der Familie.
Super! Pass auf, Nene und du, ihr nehmt das hier unten. Da oben hauen wir die Wände raus und machen dann eine Wohnung draus für Jenny und dich. Das Ankleidezimmer, das teilen wir uns. Da ziehe ich meinen Versandhandel auf. Allerbest! Mama, keine Angst. Wir räumen den Wintergarten aus. Und wenn Papa und du Lust habt, uns zu besuchen, dann könnt ihr da rein. Ja klar! Wir haben euch gern zu Besuch. Da! Das sind keine Jojos, das sind Heuschrecken. Jawohl, das sind sie. Ich soll denen mein Haus verkaufen. Ich hab dir gesagt, ich will das Haus nicht verkaufen. Ich hab dir gesagt, ich lass mich hier nicht rausjagen. Mama, ist ja schon gut, die hat bloß einen Anfall. Kannst du deinen Moors drauf verwetten, dass ich einen Anfall hab? Ich will sie hier nicht mehr haben. Ich kann das nicht mehr ab, was die hier anstellen. Elmar soll jedes Mädchen, das er will, hier durchs Haus jagen. Aber ich will das nicht mehr mitkriegen. Und Michael, 30 Jahre alt, kommt nach Hause gelaufen zu Mama und Papa und quäst uns hier die Ohren voll wie so ein Wickelkind. Ich halte das nicht mehr aus. Entweder die gehen oder ich. Oh Gott, ich glaube, ich muss jetzt heulen. Wow. Mutter zu sein ist sicherlich das Größte. Oh. Nein, keine Sorgen, nein. Das sind ja nun schon ein paar Stunden, nicht? Hm? Ja. Ja, bestimmt hast du recht. Aber sag Bescheid, wenn du was hörst, ja? Ja, klar, ich mach das auch so, klar. Also, tschüss. Tschüss, Martha, tschüss. Was ist mit den anderen Freundinnen von Frau Böckmann? Ich kann mir vorstellen, dass sie zu Martha geht. Bei den anderen glaube ich das nicht. Und? Nichts. Wir haben die ganze Nachbarschaft abgesucht. Wir waren sogar in der Galerie. Habt ihr in die Kneipen reingeguckt? Jenny, Mama geht nicht alleine in Kneipen. Vielleicht fängt sie ja jetzt damit an. Also, wir haben die gesamte Nachbarschaft abgesucht. Was ist mit und- dem Bahnhof? Ja, da haben sie immer nach mir gesucht, wenn ich zu Hause abgehauen bin. Die ist nicht von zu Hause abgehauen. Die war wütend. Die wollte alleine sein. Aber ich glaube nicht, dass sie mich wirklich finden wollten. Sie wollten bloß sicher sein, dass ich den Zug nicht verpasst habe. Tut mir leid, Papa, ich wollte euch das Leben nicht so schwer machen. Ja, ich auch nicht. Sie hat es bestimmt nicht so gemeint, wie sie es gesagt hat. Ach, für mich hat sich das aber so Lass angehört. gut sein. Wir sollten hier raus, sonst... Es gibt kein Sonst. Frau Böckmann geht nicht weg. Ja, dann sollten wir nicht rumsitzen und nichts tun. Was sollen wir denn tun? Packen! Papa, willst du, dass Elmar und ich uns noch mal ein bisschen umgucken? Ja, wir können weitersuchen. Ja, mach das mal. Ja. In so einer Situation gehen die Leute normalerweise zu ihren Geliebten. Wenn Frau Böckmann einen Geliebten hat, dann möchte ich wetten, sie ist da. Mama hat doch keinen Geliebten. Woher willst du das denn wissen? Ja, ich weiß das eben. Oh, Jungs sind so dösig. Du kannst eine Geliebte haben, Michael kann eine Geliebte haben. Ja, Böckmann kann auch eine Geliebte haben. hab keine Geliebte! Also wenn sie bei ihrem Geliebten ist, dann dauert das noch ein paar Stunden. Bitte, ja? Papa, ich könnte mir vorstellen, dass sie im Millantor-Stadion ist, sich ein Pauli-Spiel anguckt. Michael, es gibt einen Haufen Möglichkeiten, wo sie stecken kann, aber ich glaube, das Millantor-Stadion gehört nicht mit dazu. Wieso nicht? Sie macht Fußball. Ja, ich weiß. Im Kino. Das ist der allerbeste Platz. Sie kann im Dunkeln sitzen und so viel heulen, wie sie mag. Hör mal, das bringt doch nichts. Sie kann weggehen, das ist ihr gutes Recht. Und sie kann so lange draußen bleiben, wie sie will. Ich wünsche mir doch nur, dass sie anruft. Die soll uns Bescheid sagen, dass alles mit ihr in Ordnung ist und dann ist das doch gut. Vielleicht hat sie die Stadt verlassen. Ja, vielleicht ist sie nach dem Flughafen. Gibt einen Haufen Leute, die sowas machen. Steigen ins nächste Flugzeug irgendwo hin. Wechseln die Identität, fangen neues Leben an und kein Mensch hört noch was von ihnen. Jenny! Dein anderer Vorschlag hat mir besser gefallen. Lass uns packen gehen. Ja, klar. Stellt all eure Sachen bei der Haustür ab.
Und dann, wenn sie zurück ist, dann sieht sie die Koffer und freut sich. Hä? Hör mal, ich glaube nicht, dass sie gemeint hat, ihr solltet jetzt alle auf einen Schlag abreisen. Ach, das macht nichts, Herr Böckmann. Ich bin daran gewöhnt, fix umzuziehen. Ui. Wenn wir wieder weggehen und Frau Böckmann kommt nicht wieder, dann sind Sie gewiss ganz schön einsam. Ich bin nicht einsam. Frau Böckmann wird zurückkommen, sobald es ihr in Kram passt. Und dann fangen wir hier ein wunderbares Leben an. Sie ist da! Sie kommt zurück! Was? Elmar, bring ein paar Koffer runter! Ja, aber die sind noch leer. Scheißegal, es geht um das Prinzip. Stell sie bei der Haustür ab. Michael, raus mit dir, schneid ein paar Blumen ab. Wir haben keine Zeit Wir mehr. sollten ein schönes Geschenk für sie haben. Wo soll ich denn so plötzlich ein Geschenk Das auch hernehmen? nicht. Elmar! Komm in die Hilfe, Mann, sie ist da. Mann. So, und nur alle mal aufstehen und irgendwie irgendwas singen, weil wir uns so freuen, dass wir sie wieder Ja. Hoch soll sie leben, hoch soll sie leben. Robert! Michi, Elmar, was macht ihr hier? Was machst du denn hier? Ich hatte keine schicken Käsebrote mehr. Hi, Robert. Ja. Du kannst nicht bleiben. Was? Du kannst nicht bleiben, das ist alles, hab ich doch gesagt. Du kannst hier einfach nicht bleiben. Stell gar nicht erst deine Sachen ab. Robert, du musst hier wieder weg. Was sammelt ihr denn da? Ah, das ist nicht so ganz leicht zu erklären. Und wo ist Mama? Was ist los? Was ist passiert? Nichts ist passiert. Mama geht's gut. Sie ist bloß verschwunden, das ist alles. Kein Grund, das Schlimmste zu vermuten. Jenny, bitte, nun hör doch mal auf. Kannst hier nicht bleiben, Basta. Wir reisen alle ab. Ja, so ist das. Kannst du sie nicht mal in Ruhe lassen? Sie ist doch auch bloß ein Mensch. Hat sie nicht genug für dich getan? Ist das nicht an der Zeit, dass sie an ihr eigenes Leben denkt? Wovon reden wir denn? Wir verklofielen dir, dass du nicht hier bleiben kannst. Ich will gar nicht hier bleiben. Ich bin bloß wieder zurückgekommen, weil ich Zahnschmerzen habe. Was? Ich will zum Zahnklempner. Du hast in Stuttgart Zahnschmerzen und dann fährst du 600 Kilometer, weil du in Hamburg zum Zahnarzt willst. So ist das. Sag mal, es gibt doch in Stuttgart zumindest 2000 Zahnärzte. Warum gehst du nicht zu einem von denen? Von denen kenne ich keinen. Mensch, du willst ein erwachsener Mann sein. Also Ja, klar, Papa, aber ich bohre nicht selber in meinen Zähnen rum. nicht zu. Wo ist Mama? Sie ist nicht hier. Sie ist weggelaufen. Sie hat eine voll geile Ansprache gehalten. Wie in der französischen Revolution. Sie hat Jenny, gesagt, bitte nun hör doch mal auf. Also wir sind ein bisschen in der Klemme, aber wir kriegen das schon hin. Du brauchst dir überhaupt keine Sorgen zu machen. Das ist alles nicht schön anders. Hallo, Mama. Robert, na das ist ja eine Überraschung. Für mich auch. Mama! Lesen, hier, komm. Papa, halt mal fest. Mama, machst du ein Glas Wein? Wie geht's dir? Danke. Aber Wein mache ich nicht. Doch, Mama, warte Nein, mal. Hier, nein. guck mal nur für dich. Nein, ist ja alles in Ordnung. So. Bist du sicher? Ja, allerdings. Aber zuerst möchte ich mich mal entschuldigen. Nicht nötig. Nein. Nicht für das, was ich gesagt habe. Das meine ich so, Wort für Wort. Aber für die Art und Weise, wie ich es gesagt habe. Ich bin froh, dass du das gemacht hast, Mama. Sonst hätte ich gar nicht mitbekommen, dass ich nicht willkommen bin. Michael. wo sind Sie gewesen, Frau Böckmann? Na, bei Jakob. Wir brauchen doch noch was zum Nachtisch für die Party. Was war hier los? Ich muss ja sonst was verpasst haben, als ich weg war. Er ist zurückgekommen, weil er Zahnschmerzen hat. Oh Gott, mein Junge. Was ist denn, mein Junge? Oh. Mama, nicht böse sein, bitte, ja, aber ich will nicht hier bleiben. Gott sei Dank. Solange ich in Hamburg bin, wohne ich bei Caro. Na gut. Und wir gehen auch wieder, Frau Böckmann. Wir haben darüber geredet. Wir helfen Sie noch, klar Schiff zu machen und dann hauen wir ab. Ja, so ist das. Also Leute, packen wir unseren Kram zusammen, ne? Ja, okay. Oh Mann! Los, helf mir mal packen. Was war hier los? Erzähl ich dir später. Ich weiß zumindest, wohin ich gehe. Sag mal, Michi, wo gehst du hin?
Lass mir was einfallen. Hey, willst du nicht mit mir zusammenziehen? Bist du bekloppt? Mit so einem rücksichtslosen Schnösel? Elli, Süße, du hast es geschafft. Die packen. Sie gehen. Das glaube ich erst, wenn hier keine Türen mehr knallen. Hallo. Hi. Oh. Na, rührt sich nicht? Nicht seit meinem letzten Rundgang. Was machen die denn da oben? Die sollten doch packen. Tun sie ja. 4 Tage schon. Die spielen auf Zeit. Weiß Gott, das machen sie. Die halten uns hin. In der Karaffe ist Cognac. Ja, vielen Dank. Alles in Ordnung bei dir? Klar doch. Wo ist Elmar? Weg. Und Michael? Da. Und wo ist Elmar hin? Tanken? Wer weiß? Er jagt rein, nimmt das Telefon, jagt raus. Jagt rein, nimmt das Telefon, jagt raus. Jagt rein, nimmt das... Sag mal, warst du heute schon mal draußen? Ja, klar doch. Ich habe Michael zur Uni gefahren. Bei seinem Wagen war die Wasserpumpe kaputt. Dann habe ich Elmar gefahren, damit er Michaels Wagen abholen konnte, als das fertig war. Also hatte Michael kein Auto und ich habe ihm meins gegeben. Dann bin ich los und habe mir ein paar Rollschuhe gekauft. Oh, einmal voll tanken, bitte, Georg. Ich nehme an, du hast heute nicht gemalt? Wer sagt das? Ach doch, das ist doch toll. Wo ist das Bild? Ja, Das da? ja. Da ist nichts drauf. Muss näher ran. Ach so. Aha. Dieser Punkt? Was das Leiden? Oh, ja, ja. Es ist ja nur so, also auf deinen anderen Bildern, da ist mehr drauf. Eigentlich wollte ich 2 Punkte malen. Aber dann konnte ich mich nicht mehr konzentrieren. Ja, ja, ich verstehe. Ich glaube, ich werde von nun ab eine Einpunktmalerin. Ja, dann lass uns jedenfalls mal sehen,
wie wir vorankommen. Robert ist weg. Ja, sicher. Er war hier ja gar nicht erst eingezogen. Und Jenny ist auch weg. Ja, ich weiß. Sie fehlt mir. Die anderen werden auch gehen. Die haben das versprochen und gut. Das ist schon ein paar Tage her. Ich glaube nicht, dass Sie sich noch darauf besinnen können. Dann werden wir sie eben erinnern. Was macht Michael dann da oben? Wer weiß? Hast du ihn gerufen? Er antwortet nicht. Warst du an der Tür? Die ist abgeschlossen. Und was ist sonst noch, Ellie? Es ist jetzt beinahe 9. Das ist sonst noch. Ja. Der Autoverkehr war schrecklich. Ja, der Autoverkehr. Der war gestern schon schrecklich. Ach nein, gestern. Das war ein Kunde, der so spät noch kam. Also der schreckliche Autoverkehr war vorgestern. Sag mal, was ist eigentlich los? Ich glaube, jetzt kriegen wir Streit. Ich nicht. Das ist nicht gerecht. Bei irgendwas hier musst du doch mitmachen. Ich weiß noch genau, was du gesagt hast, als Robert das erste Mal nach Stuttgart gefahren ist. Du hättest nun eine Menge freie Zeit, hast du gesagt. Ja, habe ich auch. Ja, dann bringst du die woanders zu. Nee. Georg, du bist kein Zwerg. Wenn du hier gewesen wärst, hätte ich dich gesehen. Ich bin hier gewesen. Gehst du wieder fremd? Nee. Diesmal mache ich's nicht mit. Nicht eine Minute. Ich gehe nicht fremd. Mir ist seit der Ewigkeit keine Frau mehr auch bloß noch in die Nähe gekommen. So, und das muss ich jetzt mal sagen. Damit meine ich auch dich. Ach, Auf jeden Fall machst du hier bloß einen Teilzeitjob. Das steht mal fest. Genau so, als die Kinder noch klein waren. das ist doch verrückt. Du wirfst mir vor, dass ich fremd gehe. Du wirfst mir vor, dass ich hier nicht richtig mitmache. Ach Mensch, das ist mir sowas von scheißegal. Dann ist dir das eben scheißegal, aber das ist die Wahrheit. Du hast das immer fein hingekriegt, mir die Sorgen für die Kinder aufzuhalsen. Mit deiner Arbeit als Ausrede. Traust du mir gar nichts zu? Ich weiß, was eine Ausrede ist, wenn ich eine höre. Ja, na klar. Klar weißt du das. Du hast das selbst einen Berg davon gebraucht. Und ich habe sie da angehört. All die Jahre, sogar als die Kinder schon dabei waren, aus dem Haus zu gehen. Du wolltest malen, aber du warst ja am Ersticken. Kriegst ja keine Luft hier. Als hätte sich die ganze Familie gegen dich verschworen. Und wenn du malen willst, komm hier, dann mal doch. Jetzt nimm dir ein von deinen gottverdammten Pinkeln und dann mal doch. Wer hat denn so ideale Umstände? Andere Frauen, die mehr auf dem Puckel haben als du, die kriegen ihren ganzen Kram hin. Die malen, die haben Geschäft, die gehen zur Arbeit. Aber die kriegen das nicht hin, indem sie alle 5 Minuten einen Anfall kriegen. Die machen das auf die einzige Art, auf die man das überhaupt machen kann. Die machen das eben einfach so und dann... Halt mal den Mund. Donnerschlag. Georg. Ehefrau und Mutter sein, das ist ein ernsthaftes Geschäft, das frisst einen auf. Da hat man so viel zu tun, dass man gar keine Ausreden braucht. Aber das gilt nicht mehr, wenn die Kinder aus dem Haus sind und wenn man Zeit hat. Dann helfen auch keine Ausreden mehr. Tja. Und da stehe ich nun. Muss der Wahrheit ins Gesicht sehen. Vielleicht steckt nicht mehr in mir, als bloß so einen Lückenpunkt zu malen. So, hör mal zu.
Du kümmerst dich um deine Angelegenheiten und ich kümmere mich um die Jungs. Elmar! Schauen Sie doch mal einen kleinen Moment. Ich möchte dir gerne eine von den schönsten menschlichen Anstrengungen näher bringen. Man nennt sie Packen. Ist nicht nötig, Papa. Mein Kram ist schon draußen. Seit wann? Hast du nicht mitgekriegt, Mama? Da hast du dich mit deinem Punkt abgequält. Aber ist schon gut, ich bin hier weg. Gehst du zurück zu Miriam? Nee, das wird nix. Damit muss ich mich wohl abfinden. Aber ich habe mit ihr geredet und mich in aller Form entschuldigt, dass ich so ein Idiot war. Das hast du gut gemacht. Ja, ich weiß. Na dann, tschüss, Mama. Und danke für alles. Tschüss, mein Junge. Und danke für ich hab dich wirklich lieb. Wenn man das auch manchmal schwer verstehen kann. Klasse, Mama. Du bist so klasse. Ist sie nicht klasse? Na dann, tschüss, Papa. Tschüss, mein Junge. Tja, Elmar ist weg. Ja, ich weiß. Und was hast du so vor, mein Junge? Ich nehme an, du willst jetzt auch sofort abreisen. Was macht er? Fummelt in der Garage rum. Wozu? Weiß ich nicht. Was ist das? Mein Bunsenbrenner. Ich nehme ihn mit nach oben. Wozu? Du wirst nicht mehr lange hier sein. Papa, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht und ich habe beschlossen, nicht zu gehen. Michael, du hast hier nichts zu beschließen. Das machen wir. Papa, ich finde, du solltest dich nicht so aufpusten. Wenn du das besprechen möchtest, dann sollten wir das ruhig tun. Oh, ich bin völlig ruhig, du. Das ist ja nicht so, als wären wir eine Familie, die sich nicht lieb hat. Nee, natürlich haben wir uns lieb. Aber ob du hier bleibst oder nicht, das bestimmen deine Mutter und ich. Das habe ich zuerst auch gedacht. Aber dann habe ich noch mal genau überlegt und festgestellt, dass ich genauso viel Recht habe, hier zu sein wie ihr. Wie bist du darauf denn gekommen? Guck mal, wir wohnen hier nun seit 25 Jahren. Ich war 5, als wir hier eingezogen sind. Das bedeutet, dass ich 80% meines Lebens hier zugebracht habe. Du 45 deines. Ergo habe ich 35% mehr Recht hier zu wohnen. Michael! Daran stimmt was nicht. Papa, bitte nicht so. Mama hat 50% ihres Lebens hier zugebracht. Derjenige, der am wenigsten Recht hätte, hier zu sein, bist also du. Ich kann dir das gern mit meinem Taschenrechner zeigen. Nee. Vielen Dank. Mein Taschenrechner sieht das völlig anders. Papa, du fängst an zu schreien. Mein Taschenrechner sagt mir, wer hier all die Rechnungen bezahlt. Darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht. Du hast Geld investiert, um mich großzuziehen. Nicht eben wenig, das gebe ich zu. Aber ich habe das zurückbezahlt. Mit all der Freude, die ich euch gemacht habe. Das erste Mal, als ich Dada gesagt habe, meine ersten Schritte, meine Einsen in der Schule, der erste Preis bei Jugend forscht, Sieger bei der Schachlandesmeisterschaft, kurz und gut, all die Sachen, mit denen ihr euch voll Stolz brüsten und sagen konntet, das ist unser Sohn. Ergo hast du allerhand für dein Geld bekommen. Streite nicht nach seinen Regeln. Darin ist er dir überlegen. Allein dies Ergo gibt mir den Rest. Du kannst natürlich sagen, du bist der Vater, ich bin der Sohn. Aber in diesem Fall würde ich mit dem Fakt kontern, dass ich mir meine Geburt nicht aussuchen konnte. Mama und du sind da also ganz allein schuld dran. Es tut mir ja so leid, dass ich dich nicht vorher um Erlaubnis gebeten habe. Aber wenn
Wenn du dich über mich lustig machst, dann zeigt das nur, wie schwach deine Position ist. Michael, weißt du, was du im Augenblick machst? Du lieferst die besten Gründe für eine Abtreibung. Du kannst natürlich ganz schlau antworten, dass meine ganze Argumentation verkehrt ist. Wie wär's mit vollkommen verbiestert? Verbiestert, da machst du recht haben. Aber du weißt, Papa, in der Kindererziehung wart ihr zwei Luschen. Ich sag das ohne Groll, aber auch da seid ihr mir was schuldig. Ich meine, wir müssen das ja nicht alles heute verhackstücken. Ne? Wir haben ja Zeit genug zu reden. Ich bin ja hier. Halt! Setz dich! Weißt du, was wir dir schuldig sind? Nix. Nothing. Nada. Was immer dein Packen Probleme ist, das sind deine Probleme. Sogar wenn wir sie dir aufgehalst haben. Also kannst du weiterhin uns und Hinz und Kunz die Schuld geben, aber schließlich läuft es darauf raus, dass du selbst für dich die Verantwortung trägst. So, und nun geh zurück an die Uni oder lass es. Werd Taxifahrer oder mach Hare Krishna, was immer du dir aussuchst. Dies hier ist von nun an nicht mehr dein Heimathafen. So, jetzt gib das mal in deinen Taschenrechner ein und dann rechne das aus. Nein, 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 das war's ein für allemal. Alles, was er von heute an hier noch kriegt, ist ein Boxenstopp. Anhalten! Aber ich habe Angst. Ich gehöre da nicht hin. Michael, wir haben alle ab und zu Angst. Wenn ich es recht bedenke, dann habe ich die größten Fehler in meinem Leben gemacht, weil ich Angst hatte. Vielleicht macht das ja einen erwachsenen Mann aus, dass er lernt, nicht mehr so viel Angst zu haben. Michael. Ich fühle mich so elend. Ich weiß. Er ist unglücklich. Ich weiß, wie er sich fühlt. Ich weiß, dass er unglücklich ist.
Trotzdem ist das richtig so. Ich habe Professor Neumann angerufen und ihm erklärt, warum ich weg bin. Ich habe ihm gerade ausgesagt, dass ich nicht weiß, ob ich das schaffe, aber dass ich zurückkomme und das versuchen will. Und was hat er gesagt? Er hat gesagt, er weiß auch nicht, ob ich das schaffen kann, aber ich hätte bessere Chancen, wenn ich an Problemen arbeiten würde, die lösbar sind. Hab ich doch recht, er hat dich gern. Er meint, Sie sind schon daran gewöhnt, dass die Leute aus dem Norden gern mal Panik schieben. Ich glaube, er ist ein großartiger Mann. Ich will hoffen, ich lerne ihn eines Tages kennen. Tschüss, Mama. Tschüss, mein Junge. Ich darf doch anrufen? Oh, wehe, wenn nicht. Tschüss, Papa. Tschüss, mein Junge. Und Michael, ich hab dich lieb. Na? Wie fühlst du dich? Oh, allerbest. Und nun zu uns, Eddie. Du wirst in den Louvre in Paris gehen und in den Prado in Madrid Wirklich, Georg? und in die Ermitage in St. Petersburg und in die Tate Gallery in London. Könnte es angehen, dass wir die Kinder jetzt doch endlich los sind?